Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 6. Und das letzte Mal bei Rotschürzli. Halt! Da darfst nicht durch! Er muss die Medizin haben, sonst stirbt er. Pantalone! Oh nein! So haben wir nicht gewettet! Keine Angst, Pantalone! Ich rette sie! Brighella hatte sich mit dem Hausboot auf den Weg gemacht, Colombina zu suchen. Als die Glocken 17 Uhr schlugen, erblickte er am Ufer eine rote Schürze, die einfach wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Weg lag. Was ist denn das? Das sieht ja doch aus wie Colombinas Schürze. Oh, liebe Madonna, lass es bitte nicht ihre Schürze sein. Brighella ruderte wie vom Blitz getroffen zum Ufer und stieg aus dem Boot. Er bückte sich zur Schürze, um diese näher zu betrachten. Heise Glück, es ist nicht ihre. Was mitgebracht? Ich habe nicht, Capitano. Was soll das? Capitano und Sergente hatten sich auf Brighella gestürzt und legten ihm Handfesseln an. Aue, was soll das? Lasst mich los. Ruhe, du Schürzejäger, du! Genau, bist ruhig. Schürze, was? Ich bin der Brighella, ihr Volldeppe. Oh, sorry. Sergente wollte Brighella die Fesseln gerade abmachen, als... Sergente, lassen Sie das! An einen Schurken glaubt mir kein Wort! Aber ich bin doch gar kein Schürzejäger. Aha! Wenn du also kein Schürzejäger bist, warum hast du dann die Schürze aufgelesen? Die Schürze aufgelesen? Wieso? Weil ich wollte wissen, ob es der Colombina ihre ist. Das beweist es doch ganz klar! Du bist der Schürzejäger! Jetzt tust du auch noch gezielt Opfer aussuchen? Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Nein! Doch! Aha! Eben doch! Was? Nein! Ich habe keine Zeit für so Kabis! Colombina wird vermisst und ich suche sie. Colombina wird vermisst und du suchst sie? Das würde ja bedeuten, dass du gar nicht... Genau! Im Namen von der heiligen Madonna nehmen wir endlich die blöden Fesseln ab und helfen mir nach Colombina suchen. Das tut uns sehr leid. Aber was ist denn los? Brighella berichtete den beiden alles. Von Pantalones Krankheit, dem Gegenmittel und dass Colombina noch nicht zurückgekehrt war. In der Zwischenzeit war Colombina immer noch mit Signore Diego auf der angeblichen Abkürzung unterwegs. Also, langsam glaube ich Ihnen nicht mehr, dass das eine Abkürzung ist. Ich glaube, das ist nicht genug. Ich kann sie ab da allein fahren lassen. Bist nicht so ungeduldig, meine Liebe. Ab jetzt ist es nicht mehr weit. Schau, lass mich bei dieser Kreuzung raus und dann fahr noch den Kanal runter und du bist dort. Ja, endlich! Colombina ließ Diego bei der Kreuzung raus und fuhr dann weiter den Weg, den Diego ihr gezeigt hatte. Diego winkte Colombina noch zum Abschied und verschwand dann im Schatten der Gasse. So, jetzt wird die arme Colombina einen schönen langen Umweg fahren. Und ich habe genug Zeit, um ihr beim Pantalone die Heime eine Falle zu stellen. Wenn alles nach Plan läuft, wird jetzt das Haus wohl leer stehen. Diego begab sich nun eilig zum Hause Pantalone. Colombina war den Weg 30 Minuten weitergefahren, als sie bemerkte, dass sie bereits das 3. Mal an derselben Lampe vorbeifuhr. Das ist doch schon wieder die Lampe. Oh, hab ich's doch gewusst. Der alte Gauner hat mich tatsächlich austrickst. Oh nein, es ist schon 6 Uhr. Halbzeit. Jetzt aber nichts wie heim.
Und wenn ich den alten Sack nochmal gesehen, ziehe ich ihm Tore lang. Auf der anderen Seite von Venezia hatte Arlecchino die Gondel mit der dunklen Gestalt und Pantalone aus den Augen verloren. Mist! Wo ist nur die Gondel? Ach! Wieso bin ich auch nur auf die Idee gekommen, ich könnte dieser Gondel hinterher schwimmen? Arlecchino schwamm erschöpft ans Ufer und legte sich kurz hin. Er nahm einen Bissen seiner durchnässten Wurst, die er sich vorher aus der Speisekammer geholt hatte. Ah, dumm Arlecchino! Du musst jetzt ganz gut nachdenken. Wie finde ich den Pantalone am besten? Arlecchino machte einen Kopfstand und ließ das Blut in seinen Kopf fließen. Da kam ihm die geniale Idee. Sieh! Vielleicht muss ich das Ganze von einem besseren Winkel betrachten. Mit einem Salto sprang er auf die Straßenlaterne und von der aus auf das Dach eines Hauses. Besser! So, von da aus sieht man doch viel mehr. Oh, schöner Sonnenuntergang. Schön? Nein, nicht schön. Ich muss mich beeilen. Da entdeckte er in der Seitengasse des Kanales die Gondel. Oh, da ist sie ja. Nix wie los. Arlecchino sprang wie ein Akrobatikmeister von einem Dach zum anderen und machte dabei lustige Faxen. Er näherte sich so in kürzester Zeit der Gondel. Ha! Jetzt han ich dich! Uno, due, tre... Aber wie ist die denn einfach in der Wand verschwunden? Das wollte ich mir doch genauer anschauen. Arlecchino sprang ins Wasser und schwamm direkt durch die Wand der Gondel hinterher. Brighella war inzwischen mit Capitano und Sergente auf der Suche nach Colombina. Hoffentlich hat sie den Sürzjäger noch nicht verwitzt. Wir haben schon ganz Venedig nach ihr abgesucht. Ich gebe nicht auf, bis sie gefunden haben. Brighella! Brighella! Oh, Brighella, endlich finde ich jemanden. Bitte sag mir, dass Colombina das Gegenmittel bereits Pantalone überreichen konnte. Dottore! Nein, Colombina ist seit ein paar Stunden verschwunden. Das ist mehr als beunruhigend. Ja, sehr beunruhigend. Nein, ihr versteht nicht. Was verstehen wir nicht? Ein Diener der Familie Medici hat mir berichtet, dass Signore Diego wohl von dem Gegenmittel was mitbekommen hat. Er versucht zu verhindern, dass Pantalone geheilt wird. Was? Im Hause Diego scheint niemand zu Hause zu sein. Da Colombina nun vermisst wird, befürchte ich das Schlimmste. Dann müssen wir sofort handeln. Los, Sergente! Wir brauchen Verstärkung von der venezianischen Garde. Sie, Capitano? Genau, du dumme Taube schon wieder? Die Taube, die Dottores Botschaft gebracht hatte, war wieder auf Brighellas Kopf gelandet. Was ist das denn in deinem Schnabel? Ein Stück roter Schürzenstoff? Colombinas Initialen! Colombina ist oder war im Hause Pantalone. Gut gemacht, Kleines. Dann los! Wir müssen der Colombina sofort helfen. Ich und der Sergente holen Verstärkung und kommen dann sofort nach. Gut, wir treffen uns dort. Auf ins Gefecht! Ende von Kapitel 6. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.